Heute zusammen, da ist der Crown Cletus oder der Chris. Zieht nach das mal rein. Endlich sagt es mal jemand, hey, ich bin effektiv der Schlechteste von der ganzen Crown Crew. Der kann das ins Gesicht reingeklatscht bekommen. Am Samstag per Xbox Live Nachricht. Und ich musste sagen, hey, nein, das so zu erfahren ist halt schon noch bitter. Aber wer genau teilt mir das eigentlich mit? Okay, der Typ hat zwar Hochdeutsch geschrieben, aber scheint irgendwie ein Schweizer zu sein. Da richtig gefährlich mit dem Outfit unterwegs. Und wer so eine Aussage wagt, da interessiert mich doch auch, wie der so im Kohlhof unterwegs ist. Und ja, früher hat der Burst Comic-Atom geheissen. Und ich glaube auch ein bisschen comichaft ist seine Anfehlerei. Weil, naja, er ist jetzt auch nicht unbedingt der am meisten reisst. So sternenklar ist da jetzt auch nicht die Aussage vorhanden, dass er der Checker ist. Aber eben, es geht ja hier um Cletus, der richtig scheiße ist, der schlechteste von der Crown Crew. Und dann schauen wir doch jetzt gerade mal zu, hier beim PlayStation 3 Game. Sonntag Nami schnell mit den Jungs durchgezogen dort. Und ihr könnt jetzt mal zum Anführen ziehen, ich habe PP90 dabei, MP9, Spezialist am Start. Halt nur relativ ein tiefes Level und von dem her nicht wirklich viel Auswahl, aber wieso nicht mit dem Spezialist umziehen? Man wird ja sowieso schnell abkassiert. Also, hier mal erster Versuch misslungen, etwas groß anzurichten. Nichtsdestotrotz haben wir es A reinnehmen. Das B hat der Gegner sich jetzt geholt. Hier mal schnell ein bisschen rumcampen, der Cletus, mal ein bisschen warten. Wer kommt nach durch? Können wir einen Gegner hinterfotzig abkassieren, indem dass wir hier einfach ein bisschen rumstehen? Ja, da scheint nichts zu passieren. Warten wir noch ein bisschen. Irgendwann muss ich. Ja, also gut, locken wir sie rein. Verwutschen hier gerade einen. Das ist doch eine schöne Sache. Schnell ziehen, immer wieder Gebung. Richtig drauf zugestürmt und abgemessert wurde. Ja, das ist halt, wenn man so richtig scheiße ist, passieren viel so Schlitzereien und so. Probieren halt gleich irgendetwas aus dem Spiel zu machen. Mal alles verschießen, was man hat, auch wenn es genau nichts bringt. Hier kurz mal reinhauen, um nicht irgendwie verwutscht zu werden. Der Gegner wird verwutscht. Ihr seht, Doppel-XP ist überall am Laufen, auch auf der PS3 und darum hier noch ein bisschen extra Punkte abschnitzen. Das ist immer nett. Doch ein bisschen Hinterhaltung zum C drücken, hier reinkriechen, schauen. 2 Kills gab es auch nicht, das gibt es ja nicht. So hure schlecht, sich dort billig durchschießen, dort noch auf einen gewartet. Das ist ja nicht mehr schön anzuschauen. Genau gleich hier, ein bisschen hin und her geschwänzelt, richtig schlecht gewesen und gleich der Kill verwünscht, hier auch wieder. Hey, nein, das Schwein, das ist eine richtige Frechheit. Jetzt doch ein bisschen beim B am Rumhängen, nicht mehr so viel Munition, unsicher, was wir so machen. 2 Gegner verwünscht, was ist denn das gewesen? Random Glück gehabt und jetzt richtig schlecht ist der Typ. Das nimmt FAD auf. Und ja, hallo, das ist eine richtige Scheissknarre. Man ist nicht nur langsamer als mit der PP90, sondern, naja, sie ist halt auch sonst nicht so stark. Schießt aber schnell und immer schön durcheimen, richtig schön hier warten, richtig reincampen hier, auf den Gegner warten. Vielleicht kommt einer, es kommt einer, dafür wünschen wir, jawohl, so geht eben das. So kann man richtig Kills abkassieren, wenn man richtig scheiße ist. Eigentlich sozusagen der schlechteste von allen. Und von dem her ziehen wir jetzt hier wieder ein bisschen zurück in die Mitte, weil es ist unklar, was abgehen könnte. Probieren hier auf den Gegner zu schießen. Natürlich richtig schlecht geschossen. Hier hinten im Ecken übelst am Campen, ein bisschen drüber gümpeln. Ziehen wir halt weiter, weil die Action muss auch ein bisschen laufen. Hier per Zufall gerade den Gegner abkassiert. Wirklich nicht schön anzuschauen. Jetzt hier wieder schön durcheimen, schön warten. Kommt vielleicht einer, durcheimen. Das war ja wohl nichts gewesen. Könnte jetzt einer kommen? Hey, nein, das gecampen, das ist ja nicht mehr schön. Schauen hier weiter zu, in die Karre reingesäckelt, völlig verpeilt am Rumlaufen. Ihr erinnert euch, der Schlechteste kassiert wieder mal einen ab. So kann es gehen. Zwischendurch hat auch ein Blinkshuhn mal Schwein und verwutschtes Korn. Schon wieder so ein Blinkshuhn verwutscht sozusagen. Und ihr seht, der Schlechte ist, jetzt denkt er sich mal, könnte er doch auch mal eine Flagge rein. Er sieht dort paranoid, zielt auf seine Kollegen. Aber zum Glück waren es eben Kollegen und nicht Gegner. Das heisst, wieder zurücksäckeln, mal drüber spielen. Ein Gegner ist erkannt worden.
Und der Schlechteste hat wieder richtig schwenken, das Bürstchen. Ist aber eine Frechheit. Und jetzt zieht nach seinen der typische Spezialist. Da wird schon hinten noch einer richtig scheiße geschossen. Und verkreucht sich wegen der Helis hier einfach drunter. Dabei würde gar nichts passieren. Naja, ihr kennt es, schlecht ist schon wieder Schwenken. Und jetzt natürlich wieder hier hinten campen. Das gleiche Szenario, man hat schon fast ein Déjà-vu. Einfach scheiße geschossen, wieder dort hinten warten, völlig orientierungslos, kein Plan, was als nächstes abgehen kann. Und säckelt wieder genau gleich für den genau gleichen Move. Und hat das Gegner dort, jawohl, es hat einen allein geschossen. MP9 führen, mal einfach reinsprayen, nichts gewesen. Das heisst, der Kleid zieht weiter, ich ziehe weiter, versuche die Gegner abzufangen. Dabei hat es hier gar keine Huren hinten campen, wo es nicht einmal Gegner hat. Da hat sich doch einer verwirrt. Mal schnell schauen, ob wir hier beim A einen abkassieren können. Vorher säckelt doch einer, jawohl, schön ins Neu geschossen, richtig scheiße. Schwenk hat den verwünscht, der ist auch dumm reingesäckelt. Der Schlechteste hat so viel Glück, dass es schon gar nicht schön ist. Und was macht er? Er geht nicht einmal die Flagge holen. Er verpisst sich einfach, zieht zu seinen Kollegen, damit er dort im Schutz ist. Mal ein bisschen nachladen, aber die Munition ist nicht mehr allzu grosszügig vorhanden. Das heisst, mal ein bisschen rumlatschen, ein bisschen rumschauen zu den Kollegen. Spawnt echt der Gegner beim A, nein, kommt nichts. Das gibt's ja nicht. Da passiert genau nichts. Und jetzt wird eine Flagge eingenommen. Es wird eine Flagge eingenommen. Das glaubst du ja nicht. Das glaubt einer allein nicht. Zum Glück schaut ihr das hier auch zu. Weil jetzt macht er endlich mal etwas, der Klitus. Nimmt etwas ein. Der Schlechteste hat eine Flagge verwünscht. Und schaut mal, wie der in die Wange reinsäckelt. Der scheint sogar noch betrunken zu sein. Das ist ja wohl eine Frechheit. Zum Glück ist es endlich aufgedeckt worden, wie scheiße der Klitus wirklich ist und wie schlecht dass er beim Zocken ist. Du hast schon wieder einen glücklichen Zufallskill. Das gibt es ja nicht. Die FAD scheint hier fast ein Aimbot montiert zu haben und das nützt er natürlich schamlos aus. Zieht hier durchs Löchli durch, zielt, schön durchs Aiming durch, schön warten, ja kein Risiko eingehen, weil der schlecht ist, der kann so schnell sterben. Das ist eine Gefahr. Wieder in den Bus rein, das können wir. Hat auf dem Radar einen gesehen, versucht den zu verfolgen. Und was passiert? Zack, das Messer raus. So schnell kann es gehen. Und was versucht er? Hier nochmal nachladen. Jetzt ein paar mehr Schüsse drin, aber die werden fast alle verbraucht, für den einen Gegner abzukassieren. Hier haben wir nochmal einen. Was ist mit diesen Gegnern los? Die kämpfen immerhin gegen Schlechteste und sein Team. Und das kann ja wohl nicht sein, dass die so fertig gemacht werden. Aber genau nach dem sieht es aus. Jetzt ist einfach die Frage, wo kann man sich durchbewegen, wo sind die Gegner, wo kann man grossartig abkassieren, ohne selber Gefahr zu laufen, abkassiert zu werden. Der Schlechteste ist doch ein bisschen orientierungslos. Ich bewege mich doch ein bisschen durchs Ghetto, Mann. Klitus hat keinen Plan, ist wieder am Durcheimen, ist wieder beim bekannten Löchli und wer drückt führen, er muss sicher nicht der Klitus oder wenn, dann nur sehr langsam rennt gegen die scheiß Fasskisten, Boden, was auch immer, Konstruktion und schnauzt einfach nicht wieder im Endlos-Aiming, hat den Gegner angeschossen, der versteckt sich tollkühn hinten dran, Second Chance faggot vermutlich. Zum Glück gibt der Assist noch den Kill, der abkassiert und was geht ab? Hey, scheiß Moab! Hey, nein, der Schlechteste hat den Moab abkassiert. Jetzt muss ich also schon sagen, zum Glück sind wir endlich darauf aufmerksam gemacht worden, wie schlecht das der Klitus ist. Nur merci an den Vollidiot durch Xbox Live, der die Nachricht geschickt hat. Und der Schlechteste hat endlich mal einen Moab geschafft. Das gibt's ja nicht. Random PS3 mal ein Game mit den Jungs gestartet und dort dermaßen viel Schwein kann der Schlechteste, dass er sich einen Moab hat reingezogen. Und ja, Jungs, ich meine, ich hatte definitiv richtig Freude gehabt. Ich meine, hallo, andere machen Moabs am Laufmeter und mir ist das endlich gelungen. Ich glaube es gar nicht, ich habe es fast nicht geglaubt. Und ja, es war wunderschön gewesen, weil das Spiel ist lange Zeit eher so ein bisschen ausgeglichen gewesen. Wir sind sogar zum Teil ein bisschen Hintertreffen geraten. Aber jetzt sind wir hier am Drücken, sind am Gewinnen und der Sieg ist eigentlich offensichtlich. Vor allem die Moab hat der Gegner auch noch ein bisschen rausgespielt und die sind am Schluss noch auch nicht mehr rausgekommen, was abgeht. Durch die tolle Kommunikation, die wir hatten, Jungs, wirklich sauberes Game gewesen, hat man auch wunderschön zocken und nur das hat es eigentlich ermöglicht. Weil ganz ehrlich, wenn das Team nicht rum war, hat keine Chance gehabt, die Moab zu machen. Weil so hat man sich immer auf Leute verlassen. Und das ist eben schon etwas Extremgebiges. Und das macht auch natürlich den Vorteil von einer Gruppe aus, von einem Clan, wie man es hier immer nennen möchte.
Und ja, hier, wie gesagt, ein grosses Dankeschön an die Unterstützung, für die Unterstützung. Und ja, es ist eben auch so, dass der Gegner dann plötzlich relativ Panik geschoben hat und gar nichts mehr koordiniert hat hergebracht. Und das haben wir dann natürlich ausgenutzt, indem dass wir die Sicher zum Teil voll dominiert haben. Und hier ist jetzt der erste Tod nach dem Moab, schön von einem Pumper abkassiert worden. Ist genau richtig, wenn man eben im Nahkampf halt auf einen Pumper trifft, sind die Chancen meistens schon ein bisschen klein, was aber auch in Ordnung ist, weil es geht ja darum, dass Pumpe durch auch einen Vorteil hat gegenüber den anderen Waffen. Und hier schöne Rücken reinpflügen, die Sicher haben keinen Plan, säckeln hier drauf zu, der Splitscreener, der eigentlich gar nicht geschnallt hat. Und ja, das hat dann schlussendlich zu einem richtig guten Game geführt. Ich war am Schluss noch schnell, weil der Wide abschießen, weil ich gewusst habe, ob es ein Gegner ist oder ein Kollege. Aber das hat auf jeden Fall gepasst. Schön können durchziehen, endlich mal ein Moab geschafft. Ich habe wirklich nicht mehr daran geglaubt. Und plötzlich einfach so am Sonntagnami, bam, Moab ins Gesicht und erst noch ein gutes Game. Hoffe, wenn euch gefallen. Schönen zusammen.